Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil Remake auf Pelzig. Okay. Nachdem wir vorgestern die Rettung vom Richie waren, gehen wir jetzt auch wieder in das Gebiet rein. Ja, jetzt muss ich gerade wieder gucken, wo er war, genau. Der war da lang. Außerdem haben wir noch die Info erhalten, dass sich hier irgendwo eine riesige Schlange rumtreibt, die offensichtlich auch giftig ist. Ich überlege gerade, vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, unser Gewehr mitzunehmen schon, aber das sollen künftige Generationen entscheiden. So, schauen wir mal. Gehen wir erstmal zum Richie wieder rein, falls er da noch liegt. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass er da noch liegt und relativ sicher ist, oder? Ja, da liegt er noch. Okay, Richie, wir rächen dich. Auch wenn ich jetzt der recht die Wange aus einem ziemlich ekelhaften Winkel sehe, mir das so gar nicht gefällt. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, 2 offene derer ist irgendwie nicht so gut für den Kerl. Nur ein Zombie reindormelt. So, besser. Hat er in die Hose geschissen, der Richie. Allerhaupt, da können wir noch woanders hier. Da kommen wir wahrscheinlich auch in den OG-Bereich oder was. Und da links rum. Okay, irgendwo ist ein. Ja, irgendwo ist ein Walker. Okay. Wir lassen den Typ jetzt einfach wieder aufstehen. Oder? Mhm. Ich trau dem Brote nicht. Mit euch Dabschädel? Ich trau euch nicht so weit, wie ich spucke kann. Ey, scheiße. Bin ich noch selber voll drin gestanden. Okay, wir zünden einfach jeden Walker, der uns hier über die Fies larvt und vor die Flinte rennt. Warte mal, da kommen wir noch in den Raum rein. Der ist anscheinend an den abgeschlossen. Bietet sich ja zum Untersucher. Okay. Was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's Zombies. Ich höre, dass sich was bewegt. Pistole, Magazin. Was sind sie? Ah. Kann ich was schieben? Ich höre auf jeden Fall, dass hier was rumlatscht. Wahrscheinlich hinterm Schrank. Kann ich drauf vermuten. In der Finsternis ist nicht viel zu sehen. Okay. Zum Glück haben wir hier unser getreues Feuerzeug dabei. Haben wir erstmal Licht an. Genau so, nicht anders. Da machen wir erstmal den Schrank fort. Da können wir auch einfach nur dagegen laufen und die schiebt schon auf. Na? Können wir nicht weiter in die Richtung schieben? Anscheinend nicht. Okay, dann muss es wohl anders in die Richtung gehen. Ja. Ich könnte wetten, dass da jetzt so ein Scheiß-Typ steht. Ja. Habe ich mal das doch schon richtig gedacht. Okay. Yo! Der war gut. Das war ein guter Crit. Miss Valentine. Was hat der bewacht, der Typ? Noteblatt. Regale sind voller Weingläser. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Das kenne ich noch aus dem Original. Das läuft wieder auf die Mondscheinsonate raus. Das ist Lord, eigentlich nicht Sir, sondern Lord Spencers Lieblingslied. Und von den klassischen Lieder gehört es durchaus auch zu meinen Favoriten. Definitiv. Mondscheinsonate von Beethoven ist ein ganz großartiges Lied. Okay. Fussellicht. Ich hasse Fussellicht. Hier sieht es ganz olver aus. Der ist verschlossen. Schildsymbol. Okay, ich sehe es, ich brauche noch Helm und ich brauche noch Schildschlüssel. Na gut, na gut. Siehst mir so jetzt so ein Klavier? Ein Klavier, ein Klavier. Oma, hier, wir schenken es dir. Wer das nicht kennt, hat was verpasst, würde ich mal sagen. Den Sketch, den klassischen Loriot-Sketch. Wer das nicht kennt, nachgucken. Unbedingt nachgucken. Loriot Klavier. Das war so etwas, worüber wir uns in meiner Jugend sehr amüsiert haben. Na gut. Dann
Und sollten wir jetzt auch nochmal auf die andere Seite gehen, ne? Moment. Das ist erstes OG, genau. Dann gehen wir gerade noch auf die andere Seite. Gucken uns da noch ein bisschen um. Und schauen mal, was es da noch gibt. Ja, schade, dass es so ein Crit einfach nur bei so einem Zombie gelandet hat, der random in irgendeinem Zimmer rumgestramert ist, wo wir sowieso nie wieder hingehen müssen. Genau, auf die Seite. Dann können wir eventuell mal was ausprobieren. Das andere fällt mir jetzt nämlich gerade nicht ein. Was wir sonst noch machen könnten und ausprobieren müssten. Und zwar... Gehen wir die erst der dort wieder rein. Ja, der Zombie hier ist glücklicherweise auch fort. Das heißt also erstmal hier. Ja, Kerosin bräuchte ich dann auch wieder, wenn ich den nächsten Arc gezündet habe. Weil dort hier, wo wir den Schildschlüssel brauchen, muss ich sowieso wieder hier. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Schade. Okay, dann ist doch noch eine verschlossene Idee, wo wir es mal probieren könnten. Warte mal, halte mal eine Gaula. Gang entlang. Genau. Durch die nächste Reihe. Aufpasse aber. Ja. Nur wegen dem Kamerawinkel allein muss man hier schon aufpassen. Dann hier um die Ecke. Ah, da liegt noch der Specki. Können wir denn eigentlich in den Kopf schießen von da aus nochmal? Ich möchte einfach nochmal... Na, schade. Ich wollte eigentlich auf Nummer sicher gehen und dann nochmal in den Kopf reinschießen, aber... War wohl nix. Weil der lungert halt unmittelbar vor der rum. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Wir probieren jetzt nochmal jeden Raum aus, den wir noch nicht potenziell aufgeschlossen haben. Das heißt, der nächste Raum hier. Die ist verschlossen. Helmsymbol. Kacke. Okay, wie sieht es denn im zweiten OG aus? Das heißt, fast zweite OG müssen wir hier nochmal durch die der durch. Ich habe das Gefühl, je öfter ich durch solche dere gehe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zombie wieder von der Tote aufersteht oder von der Untote aufersteht. Und gerade da der so gefährlich platziert ist, kann es halt nur sein, dass der so ein bisschen der Wadebeißer raushängen lässt, der scheiß Typ. Da kommen wir ins EG, genau, da haben wir aber eigentlich alles. Dann gehen wir jetzt immer durch hier. Wir probieren jetzt immer unser Glück Stockwerk offen drüber. Möglicherweise haben wir da Glück. Wir suchen ja eigentlich noch eine 4 Maske. Eigentlich nur noch 3 Maske. So, dafür brauchen wir aber alle Hausschlüssel. Und dafür müssen wir in die diverse versteckte Bereiche hier. Die ist verschlossen. Helmsymbol. Kacke. Das heißt, als nächstes brauche ich dringend den dappische Helmschlüssel. Und einen Rüstungsschlüssel, falls zu der Schlange zu kommen. Also ich vermute einfach mal, dass die Schlange dort dahinter steckt, ne? So, jetzt sind wir aber wieder in dem Bereich. Ja, da oben haben wir im Obergeschoss alles gemacht. Im Erdgeschoss bleiben noch ein paar Sachen übrig für uns. Das heißt, wir marschieren jetzt zum Erdgeschoss wieder runter. Dann gucken wir mal, was wir da noch anrichten, ausrichten, was auch immer können. Ich höre nur... Ah, ich sehe den Zombie zum Glück noch im Spiegel, dass er da noch liegt. Aber ich habe da mittlerweile Ach ohne Ohr drauf. Alter, das klingt aber noch kräher. Ach du Scheiße. Herzschlag ist erhöht. Ah ja, so viel zu tote Rabe, ne? Oh Gott. Wir sollten lieber gehen, bevor die Viecher aggressiv werden. Ja, okay. Ja, da ist jetzt auf einmal was erschienen, was vorher nicht da war. Das gibt mir zu denken. Ja, das sind so Kameraperspektive, die ja irgendwie so richtig kacke sind, wo man überhaupt nichts sehen kann. Warte mal, lass uns mal den Gang ausprobieren. Ah, das ist wieder... Ah, ja, das ist der Kenny. Dem der andere Zombie an die Gurgel gegangen ist, der Erste. Ah, Entschuldigung, mich hat hier was gejuckt. Okay. Ach, Entschuldigung, gerade noch einmal. Fies, wenn es dann juckt. Okay, das ist der Speisesaal, wo es hier hingeht.
Dann gucken wir uns mal in dem Bereich um. Hier war... hier waren wir nämlich noch gar nicht. Alter. Ich glaube, das war sogar unser erster Zombie. Kann das sein? Das könnte durchaus gewesen sein. Naja, jetzt zünden wir einfach mal an. Ich will nicht in enge Gänge auf irgendwelche miese scheiß Zombies treffen. Das muss nicht sein. Und wenn das unser erster war, der wir hier begegnet sind, denn wenn der jetzt sowieso wieder in dem Bereich ist, dann bitteschön. Ah, da kommen wir sowieso aber wo raus, ne? Wo wir bisher noch nicht reingekommen sind. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Und dem können wir jetzt auch ohne Probleme wieder vorbei. Der war sowieso schon arg schlager, der Kerl. Und hier? Okay, da kann ich den Hausschlüssel wieder verwenden. Stabil. Schöne Idee. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, da ist das Piano. Sehr schön. Da haben wir ja auch gleich die hölzerne Theke aus Eiche. Riecht angenehm wie guter Wein. Da wird wohl ein bisschen Riesling verschüttet worden sein. Okay, jetzt haben wir zumindest mal einmal ein Noteblatt. Und ich glaube, das zweite Noteblatt ist hier irgendwo auch versteckt noch. Ja. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, noch ein Noteblatt und dann können wir das kombinieren. Wir gucken es uns erst nochmal an. Anfang und Ende von Musik fehlen. Ah, okay, das wird dann wahrscheinlich das Mittelstück für das Ding hier sein, ne? Trägt der Titel Mondscheinsonate. Sehr schön. Okay, dann kombinieren wir das. Dann müsste das jetzt komplett sein, ne? Ja. Okay. Gut. Mir kommt gut voran, ihr liebe Leute. Ich hätte es nicht gedacht mit einer ganzen Rätsel, aber mir kommt gut voran. Das weiß ich nämlich noch aus dem Original Resident Evil. Da müssen wir die Mondscheinsonate spielen. Wenn wir Chris-Kampagne gespielt hätten, hätte es Rebecca für uns machen müssen. Rebecca ist so für Chris der Backup-Charakter, so wie für Jill das Barry ist. Und ich glaube, Jill kann das aber selber spielen, ne? Die braucht keinen Support-Charakter. Die Musik ist einfach nur geil. Ich mag die Mondscheinsonate, die ist so episch. Okay, ich glaube, das ist auch sonst so, dass Rebecca das dann ständig spielen muss. Und bei Jill verzichtet man halt darauf, dass es ständig gespielt werden muss im Hintergrund. Sondern man kann es auch einfach so machen dann. Ah ja, genau, das war das hier. Dann kommen wir jetzt nämlich ans Goldsymbol. Da müssen wir wieder ins... verflixt. Wir müssen eh wieder ins Esszimmer zurück. Okay, wir brauchen das ranzige Schild. Sonst geht's wieder zu. Okay, wir brauchen das ranzige Schild aus dem Esszimmer. Und dann können wir das Goldschild dafür holen und das kann ins Esszimmer Musik hört. Was liegt dann hier noch? Travers Tagebuch. 11 Tage. 24. November 1967. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte: Ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 23. November. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen.
Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie: Wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole. Das darf ich nicht vergessen. Ja, wisst Bescheid. Das ist der Architekt von dem Haus gewesen. Moment, das heißt, wir gehen jetzt... An der Ecke des Bildes steht geschrieben, zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Ja, sieht ja richtig episch aus. Ist das ein Bild von Neuschwanstein? Also so sieht das Menschen ja eigentlich nicht von außen aus. Das sah mir jetzt eher aus, als wäre das ein Bild von Schloss Neuschwanstein. Okay, Moment. Deswegen hier wieder vorbei zu ein Zombie hing an Glockenseil. Und dann gehen wir nämlich hier wieder in die Dining Room Reihe. Holen uns im Esszimmer das ranzige Wappen. Setzen es da ein, wo das Goldwappen war. Und dann essen wir erstmal einen Salat. Genau, da ist es doch hier. Genau, das Symbol. Ich glaube, das ist sogar das Wappen der Spencers, oder? Aber wie gesagt, der ist eigentlich nicht Sir Spencer. Wenn ich mich doch richtig erinnere, ist der eigentlich Lord Oswell E. Spencer. Also Oswell E. Spencer. Ich glaube, wir sehen im Laufe der Zeit, wenn wir hier durchs Mansion gehen, dürften wir auch ein paar Bilder von ihm. Oder er hat eigentlich, glaube ich, nur 1 oder 2 Bilder von sich. Die müsste man eigentlich auch mal sehen. Du müsste ich mal auf die Wände achten. So, jetzt holen wir uns das tolle Goldwappe. Dann mag das hier zugehen. Das ist einerlei. Aber wir haben ja noch im Gepäck hier Symbol. Das ranzige Ding reingepackt. Und dann läuft die Geschichte. So, dann kommen wir nämlich an die Sache im Esszimmer dran. Halte mal der Gaula. Ja, Schloss Neuschwanstein. Ohne Scheiß. Wenn einer von euch mehr weiß, darf er natürlich gerne Bescheid geben, aber ich finde, das sieht aus wie Schloss Neuschwanstein auf dem Bild. Okay, gucken wir erstmal hier um die Ecke. Was haben wir denn hier noch Schönes? Da geht es die Treppe hoch, wie es aussieht. Und da ist noch ein Aufzug. Ja, hier ist ein Aufzug. Von dem Stockwerk aus können sie anscheinend nicht betreten. Okay. Wir können aber runter. Okay, nicht hoch, sondern wir können hier runter. Dann gucken wir es uns erstmal an. Bevor wir hier groß rummeckern. Geht es anscheinend der durch, ne? Sie haben den Schlüssel fürs Haus verwendet. Ah, den brauche ich jetzt nicht mehr. Allerhopp. Was für ein Schlüssel ist fort? Wir gucken es gerade nochmal nach. Wir haben nur noch das Rüstungsding. Also der Schwertschlüssel ist jetzt unnütz eigentlich. Na gut. Ich wollte hier eigentlich einmal gucken, ob das Feuerzeug von ihm ist. Ob da zufällig noch der Name Trevor oder was eingraviert ist. Hätte ja sein können, oder? Leiter. Auf Leiter. Alles klar. Hudson ist Hersteller 1985. Es trägt eine Gravur. Ah, spiel nicht mit dem Feuer. Deine Jessica. Ja, tatsächlich. Wo ist denn diese Gravur? Ich hätte sie mal gern gesehen. Aber es ist anscheinend tatsächlich das Feuerzeug vom Architekt. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein noch. Gucken wir erstmal, was hier ist. Und dann sehen wir mal weiter. Weil das Goldsymbol können wir auf jeden Fall noch verwenden. Igitt. Okay. Gruselige Kühlkammer. Lass mal sein. Alter. Okay, aus der Perspektive eines Zombies. Den ich mich auch ganz schön erschrecke, um ehrlich zu sein. Scheiß Typ. Urpala. Warte mal. Okay, das war's mit dem. Mit dem kommen wir zur Not aber nochmal klar. Finde ich auch ganz cool, dass es da so kleine Zwischensequenzen gibt. Auch wenn das nur, in Anführungszeichen, so ein stinknormaler Zombie ist. Finde ich das trotzdem schön. Haufe Gewürze, die sind noch nie gesehen. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, wisst was. Hier gucken sie uns einfach mal an. Ein Dolch in der Küche. Ja, stinkt normal. Ist das eklig. Was ist denn da alles verzeih?
Kann sich anscheinend nicht angucken, aber das sind, glaube ich, genau Pistole. Magazin war da noch. Genau, perfekt. Auf der Della Wimmels von Marder. Für Teufel, wie eklig. Ach, das ist ekelhaft. Ich finde es so ekelhaft, auch im Sommer und so, wenn man seinen Küchenmüll oder was runterbringt. Oh, das stinkt doch noch. Der attackiert mich. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Alle hopp. Ja, das stinkt noch. Der steht wieder auf. Ja. Wir lassen das jetzt erstmal so. Dann wissen wir da auch Bescheid. Da geht es erstmal nicht weiter. Was wir jetzt allerdings noch machen können, ist das Goldsymbol hier tragen, wo es hier gehört. Hier der Gang dürfte aber wieder zombie-sicher sein, oder? Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Es sei denn, wir sind jetzt halt wieder in einem neuen Kapitel oder so gelandet. Die Übergänge von den Kapiteln sind hier, glaube ich, ziemlich fließend. Sodass dann wieder ein paar Zombies spawnen. Gut, hier machen wir erstmal das Goldsymbol rein. Mhm. Jetzt ist was mit der Uhr passiert. Okay. Ah ja, genau, da war auch noch was. Da war noch ein blauer Edelstädten. Nehmen wir jetzt auch noch mit. Das war denn mal vor gefühlte Ewigkeit oder runtergestummt hin. Farbband zum Speichern haben wir jetzt auch nicht dabei, aber passt schon. So, ich glaube, der Hinweis war da hier, ne? Kurze in der Brust. Das sieht aus wie, C vor 2 sieht es aus, ne? Wenn die beiden einander erstochen hin, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Okay. Ich kann die Räder drehen. Der Klenner. Mag ich noch rechts drehen? Okay. Nee, lassen wir mal. Moment, der große. Helm, Schild, Schwert und Rüstung zu tun. Hä? Moment. Moment. Noch einmal. Das Klenner. Noch. Warum ist das Klenner? Das ist das Große. Das Große. Hä? Moment. Das Klenner drehen wir noch links. Und. Ja, Clay. Eigentlich ist es Große. Okay, dann machen wir das Große. Nochmal noch rechts. Wobei, warte mal. Ach, Quatsch. Ich hab's gerade nicht so wirklich kapiert, aber ich habe gedacht, das wird mit einer Ritter zusammenhängen. Moment. Hä? Noch einmal. Natürlich genau das Falsche. So, 6 Uhr. Okay. Ich kapiere zwar nicht, warum jetzt 6 Uhr funktioniert hat. Das war jetzt einfach nur ein Zwischenschritt von mir, um zu gucken, ob es klappt, aber alle Hopp hat anscheinend funktioniert und dahinter ist ein Hausschlüssel. Das sieht aber schick aus. Okay, da haben wir gleich schon mal den nächsten Schlüssel wieder parat. Wir gucken uns mal an. Es ist der Schildschlüssel. Mhm. Okay, mit dem Schildschlüssel kommen wir jetzt definitiv auch weiter. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo die Schildtüre waren. Wir haben Helm, brauchen wir noch. Helm steht noch aus. Und Schild. Ich überlege gerade, was war dann Schild? Schild war zum Beispiel, wo es so der Schlang geht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das können wir gleich mal ausprobieren. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ja, chill, gucken wir in die Kamera. Das machen wir dann übermorgen bei Let's Play Resident Evil Remake auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder Iron Yankee.